die Schauspieler ja keinen Applaus, bevor sie auftreten, aber da wir in einem Musikkonservatorium sind, finde ich das schon sehr, sehr, sehr richtig. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur 19. Vorstellung von Halbzeit. Wir haben 2001 war die erste Vorstellung. Wir haben zuerst mal noch in der Kantine gespielt, weil wir noch keine richtige Bühne hatten. Und dann haben wir uns aber so richtig ins Zeug gelegt, dass wir doch eine vernünftige Bühne bekommen. Und die haben wir jetzt seit ein paar Jahren. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, 3. oder 4. Vorstellung schon hier im Poli, wie ich das gerne nenne. Ja, ich habe vor Jahren einen Vater einer Schülerin sehr erschreckt, als ich ihm sagte, tut mir leid, aber ich kann Ihrer Tochter Schauspiel nicht beibringen. Geht nicht. Er hat große Augen gemacht, aber in der Tat ist es so, dass man eigentlich das Schauspiellernen nicht so viel mit Fertigkeiten zu tun hat, mit dem Erlernen von Fertigkeiten, sondern eher mit der Arbeit daran, dass man sich leer macht von den Beschränkungen, die unsere Persönlichkeit, unsere Identität wie sie uns geformt hat, und dass wir uns leer machen, damit wir Raum geben können für die Rolle, die wir spielen möchten. Was das Leermachen betrifft, werde ich eine größere Gelegenheit bekommen. Jetzt, ab 1. März, gehe ich in Pension. Ich werde meine Identität der Schauspieldozentin dann ablegen. Nicht gerade wie einen alten Mantel, aber doch mit einem lachenden Auge, mit einem weinenden Auge. Die Schüler und Schülerinnen sind mir im Laufe der Jahre immer sehr ans Herz gewachsen. Und bisher war es so, im Sommer, wenn sie dann zur Uni gegangen sind und das Haus und die Schauspielklasse verlassen haben, dann gab es immer den Trost, dass ja im Herbst neue kommen würden, die Frischlinge. Ja. Aber diesmal gibt es für mich diesen Trost nicht, weil ich gehe ja, ich verlasse das Haus in dem Sinne, aber ich freue mich auf die Freiheit. Heute Abend gibt es viele von euch, von Ihnen, die extra gekommen sind, die vor Jahren schon bei mir im Kurs waren, im Schauspielunterricht. Und euch und auch denen, die jetzt nicht hier sind oder vielleicht die morgen kommen, möchte ich wirklich sehr, sehr danken für die Inspiration, die ihr mir gegeben habt. Diese Arbeit kann nur in einer gegenseitigen Inspiration entstehen. Jetzt bin ich doch sehr, weil ich euch so sehe, gut. Möchte ich gerne danken und Ihnen allen möchte ich gerne viel Spaß wünschen für heute Abend. Ich danke Ihnen auch fürs Kommen, weil es ist mir eine große Freude, dass der Saal so schön voll ist, und ja, viel Spaß heute Abend. Wir machen eine kleine mikroskopische Pause. Ich nenne das mal Pipi-Pause. Ja? Für 10 Minuten, werden 10 Minuten sein, dann können wir auch hier den Aufbau verändern und vielleicht sich kurz die Beine vertreten, aber dann unbedingt nach 10 Minuten wieder hier sein. Vielen Dank. Mama. Warum hast du mir das Kleid so lang gemacht? Du wirst 14 Jahre heute. Hätte ich gewusst, dass du mir das Kleid so lang machen werdest, ich wäre lieber nicht 14 geworden. Das Kleid ist nicht zu lang, Wendler. Was willst du denn? Kann ich dafür, dass mein Kind mit jedem Frühjahr um 2 Zoll größer ist? Du kannst doch als ausgewachsenes Mädchen nicht in Prinzesskleidchen einhergehen. Jedenfalls steht mir mein Prinzesskleidchen besser als diese Nachtschlumpe.
Lass mich noch einmal fragen, Mama. Nur noch den Sommer lang. Ob ich nun 14 zähle oder 15. Dies Bußgewand wird mir immer noch recht sein. Heben wir es auf bis zu meinem nächsten Geburtstag. Hm? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich würde dich ja gern behalten, Kind, so wie du gerade bist. Wer weiß, wie du sein wirst in ein paar Jahren. Wer weiß, vielleicht werde ich nicht mehr sein. Kind, wie kommst du auf die Gedanken? Diese Gedanken kommen mir so, des Abends, wenn ich nicht einschlafe. Mir ist gar nicht traurig dabei. Ich weiß, dass ich dann umso besser schlafe. Okay, Ethel, und häng das Bußgewand in den Schrank. Zieh in Gottes Namen dein Prinzesskleidchen wieder an. Juhu! Mama, du bist die Beste. Ich werde dir gelegentlich eine Handbreit Balance unten ansetzen. Oh, wenn du nur nicht zu kalt hast. Jetzt? Wo der Sommer kommt? Ach, Mama, in den Kniekehlen bekommt man keine Diphtheritis. Auch nicht mit 14. Paul ist tot. Tod ist Schlafen. Ohne Traum. Tod ist Ende. Mit Ende fängt was Neues an. Paul ist jetzt ein Engel im Himmel. Oder eine Pflanze in der Erde. Oder ein Tier. Oder Wind. Den Paul hat man verbrannt. Das macht man manchmal so. Man kann die Menschen in die Erde tun. Das nennt man begraben. Oder man tut sie ins Wasser. Das heißt dann Seebestattung oder so. Oder man verbrennt sie in einem Krematorium. Das Wort kann man sich merken, wenn man an Mamas Creme denkt. Das ist eine Eselsbrücke. Die Asche tut man in eine Dose. Die Dose heißt Urne. Und die Urne wird dann auch begraben wie ein Sarg. Nur kleiner. Paul ist als Rauch in den Himmel gestiegen, wie eine Wolke. Seine Asche schaut sich jetzt die Kartoffeln von unten an. Seine Asche ist übrig. Seine Asche und alles Schöne. Alle haben sehr geweint. Wir haben ein Fest gemacht. Ein Abschiedsfest. Alle waren da. Es wurde gelacht und erzählt. Und jeder durfte alles fragen. Das hätte dem Paul gefallen. Aber ich habe auch weinen müssen. Weil mir jetzt was fehlt. Mir fehlt Paul.
Zittern am ganzen Leibe, wie vor dem Examen. Die Hauptsache ist, man muss sich entschließen. Wenn man lange bedenkt und schwankt, wenn man auf die echte Liebe wartet, verheiratet man sich niemals. Mir ist kalt. Natalia Stepanowna ist eine vorzügliche Hausfrau. Sie ist hübsch, sie ist gebildet. Was brauche ich denn noch? Nicht heiraten. Das geht nicht. Ich brauche ein geordnetes, ein regelmäßiges Leben. Ich habe einen Herzfehler. Beständiges Herzklopfen. Ich bin empfindlich und gerate immer in furchtbare Aufregung. Aber das Allerschrecklichste ist der Schlaf. Kaum habe ich mich ins Bett gelegt und beginne einzuschlafen, da zerrt plötzlich etwas an der linken Seite. Und im Kopf hämmert etwas. Ich springe wie ein Pfand auf, gehe eine Weile umher, dann lege ich mich wieder. Kaum bin ich ein wenig eingeschlafen, da habe ich schon wieder einen Krampf an der Seite. Und so geht es an die 20 Mal. Sie sind es. Aber Papa hat gesagt, geht dort wartet der Kaufmann auf die Ware. Guten Tag, Ivan Wassiljewitsch. Guten Tag, verehrte Natalia Stepanowna. Verzeihen Sie, wir enthüllen gerade Erbsen für die Trockenkammer. Warum sind Sie so lange nicht bei uns gewesen? Setzen Sie sich doch bitte. Großartiges Wetter heute. Aber gestern war solch ein Regen, dass die Arbeiter den ganzen Tag nichts getan haben. Stellen Sie sich vor, ließ die ganze Wiese abmähen. Und jetzt bin ich selber nicht froh. Habe Angst, dass mein Heu faulen wird. Es wäre besser gewesen, abzuwarten. Aber was ist denn das? Fahren Sie auf einen Ball oder wie? Also wirklich, warum haben Sie sich so herausgeputzt? Sehen Sie, verehrte Natalia Stepanowna, die Sache ist die. Ich habe mich entschlossen, Sie zu bitten, dass Sie mich anhören. Sie werden natürlich erstaunt und vielleicht sogar entzürnt sein. Aber worum handelt es sich? Nun? Ich will mich kurz fassen. Sie wissen, verehrte Natalia Stepanowna, dass ich längst, schon von Kindheit an, die Ehre habe, Ihre Familie zu kennen. Das Geschlecht der Lomows und das Geschlecht der Tschubukows standen stets in den freundschaftlichsten Beziehungen. Und überdies berührt sich mein Landbesitz, wie Sie wissen, unmittelbar mit dem Ihren. Und wenn Sie sich zu erinnern belieben, grenzt meine Ochsenwiese unmittelbar an Ihren Birkenwald. Und deswegen würde ich Ihnen fragen, ob Sie... Dass ich unterbreche. Sie sagen, meine Ochsenwiese. Ja, gehört sie denn Ihnen? Mir? Aber ja. Sieh mal Aber zurück eine zum an. Thema. Die Ochsenwiese gehört uns, aber nicht Ihnen. Nein, bitte. Mir, verehrte Natalia Stepanowna. Das ist mir ganz neu. Woher gehört sie denn Ihnen? Wieso, woher? Ich spreche von der Ochsenwiese, welche als kahl gelegen ist zwischen Ihrem Birkenwald und dem Brandersumpf. Ja, genau die Ochsenwiese meine ich auch. Sie gehört uns.
Nein, da irren Sie sich, verehrte Natalia Stepanowna. Die Ochsenwiese gehört mir. Besinnen Sie sich doch, Iwan Wassiljewitsch. Seit wann soll sie Ihnen gehören? Was heißt seit wann? Seit ich überhaupt denken kann, hat sie immer uns gehört. Na, hören Sie mal, da müssen Sie schon entschuldigen. Das geht aus den Papieren hervor, verehrte Natalia Stepanowna. Ja, die Ochsenwiese war vor Zeiten ein strittiger Besitz. Das stimmt. Aber jetzt weiß jeder, dass sie mir gehört. Da gibt's absolut nichts zu bestreiten. Es ist gar nicht so, wie Sie sagen. Mein Großvater und Urgroßvater haben stets dafür gehalten, dass ihr eigener Landbesitz direkt an den Brandersumpf grenzt. Das heißt, dass die Ochsenwiese uns gehört. Was gibt es da zu streiten? Wissen Sie was? Ich kann Ihnen die Papiere zeigen. Ich kann diese vor. Nein, das ist wirklich eine Überraschung. Seit fast 300 Jahren gehört uns ein Stück Land und plötzlich kommt jemand und erklärt uns, dass dieses Land nicht uns gehört. Verzeihen Sie, Iwan Wassiljewitsch, aber ich traue meinen Ohren nicht. Es geht mir nicht um die Wiese. Das sind bloß ein paar 100 Quadratmeter. Aber mich empört die Ungerechtigkeit. Sagen Sie, was Sie wollen, aber Ungerechtigkeit ertrage ich nicht. Hören Sie mich an. Ich beschwöre Sie. Die Ochsenwiese gehört uns, voilà tout. Ich will nichts von Ihnen, aber ich will auch das meine nicht verlieren. Ich bitte schön. Ich brauche die Ochsenwiese nicht. Mir geht's nur ums Prinzip. Also, wenn Sie wollen, bitteschön, ich schenke sie Ihnen. Ich kann sie Ihnen selber schenken. Das alles ist zumindest seltsam, Iwan Wassiljewitsch. Wir haben Sie bis jetzt für einen guten Nachbarn gehalten, für einen Freund. Und Sie verfahren mit uns wie mit Zigeunern, wollen mir mein eigenes Land schenken. Das ist nicht nachbarschaftlich gehandelt. Meiner Meinung nach ist das sogar eine bodenlose Frechheit. Meine Gnädigste, nie habe ich mir fremde Güter gewaltsam angeeignet und erlaube mir von niemandem, mich dessen zu beschuldigen. Die Ochsenwiese gehört mir. Sie gehört uns. Nein, sie gehört mir. Mir. Sie gehört mir. Uns. Mir. Uns. Mir. Uns. Mir. Uns. Mir. Uns. Au! Meine Ruhe ist hin. Mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Wo ich ihn nicht hab, ist mir das Grab. Die ganze Welt ist mir vergällt. Mein armer Kopf ist mir verrückt. Mein armer Sinn ist mir zerstückt. Meine Ruhe ist hin. Mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Nach ihm nur schau ich zum Fenster hinaus. Nach ihm nur gehe ich aus dem Haus. Sein hoher Gang, seine edle Gestalt, seines Mundes Lächeln, seine Augen Gewalt und seiner Rede Zauberfloss. Sein Händedruck und ach, sein Kuss. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Mein Busen drängt sich nach ihm hin. Ach, dürft ich fassen und halten ihn und küssen ihn, so wie ich wollt. An sein Küssen vergehen sollt.
good day for singing a song, and it's a good day. I said to the sun, good morning, sun, rise and bzz, bzz. Bzz, bzz. Hallo Mama. Ja, ich habe mit ihm geredet. Er hat das Geld auf die Post gebracht. In Form von Scheck. Ja, das hat er. Mama. Ja, ich weiß. Okay. Ring. Bleib dran. Ring. Hallo Papa. Ja, stell dir vor, sie ist gerade am anderen Telefon. Ja, hab ich ihr gesagt. Ja, aber ich sag es dir nur, wenn du versprichst, nicht wieder wütend zu werden. Ja, dann sag ich dir es eben nicht. Okay, also Mama möchte das Geld in bar. Sie möchte, dass du es vorbeibringst. Papa, du hast versprochen, nicht wütend zu werden. Hör auf! So was Schlimmes sollst du nicht sagen. Mama, Papa findet das im Moment zu umständlich. Mama, bitte. Papa, Mama findet das im Moment frustrierend. Was? Keine Ahnung. Nein, entschuldige, ich weiß es wirklich nicht, wessen Schuld das ist. Ich kann euch nicht helfen. Ich kann euch nicht helfen. Wisst ihr was? Redet doch verdammt noch mal miteinander. So, jetzt müsst ihr wohl ohne mich klarkommen. Mama, ich habe mich in dieses Haus hier zurückgezogen, um meine Juraarbeit fertig zu schreiben. Glaubst du etwa, dass wir viel zusammen sein werden? Wir beide. Glaubst du, dass meine Lebensweise dir passen würde? Ich bezweifle es. Ist dir wirklich niemals eingefallen, Mama, dass ich meine eigene Lebensweise habe? Wie andere Menschen auch? Wer bist du? Was bist du? Ich weiß nichts über dich. Und was ist das für ein Leben, das ich mit dir und diesem Sir George Crofts teilen soll, wenn ich bitten darf? Gut. Gut. Lassen wir die Sache so lange liegen, bis du ihr besser ins Gesicht schauen kannst.
vernünftige Spaziergänge und ein bisschen Tennis. Das hättest du nötig, um dich wieder herzustellen. Sieh dich doch bloß an, Mama. Du bist entsetzlich außer Form. Du wärst heute nicht imstande, 20 Meter bergauf zu gehen, ohne stillzustehen, um dich auszuschnaufen. Fang jetzt nicht mit Weinen an, Mama. Ich kann dein Winseln wahrhaftig nicht mehr ertragen, Mama. Ich werde das Zimmer verlassen, wenn du damit anfängst. Bist du meine Mutter? Wo ist dann mein Vater? Wo sind unsere Verwandten? Die Freunde unserer Familie? Du pochst auf die Rechte einer Mutter. Auf das Recht, mich Dummkopf und Kind zu nennen. Mit mir zu sprechen, wie es keine Frau gewagt hätte, die an der Uni meine Vorgesetzte war. Du schreibst mir meine Lebensweise vor und zwingst mir die Bekanntschaft eines Viehs auf, dem jedermann anerkennen kann, dass er einer der lasterhaftesten Londoner Lebemänner weit und breit ist. Wer war mein Vater? Ich habe das Recht, es zu wissen. Und du weißt auch sehr genau, dass ich dieses Recht habe. Du kannst dich weigern, es mir zu sagen, wenn du willst. Aber wenn du das tust, dann wirst du mich morgen früh zum letzten Mal sehen. Oh ja, ich verlasse dieses Haus, ohne einen Augenblick zu zögern, sobald du mit mir in dieser Sache spielen willst. Guten Tag, Buchbinderei Wanninger hier. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass wir die Bücher, die Sie bestellt haben, jetzt fertig haben. Wollen Sie, dass wir sie dann zu Ihnen hinschicken? Und sollen wir die Rechnung auch dazulegen? Ja, bitte. Buchbinderei Wanninger hier. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass wir die Bücher, die Sie bestellt haben, jetzt fertig haben. Sollen wir sie jetzt zu Ihnen hinschicken? Und sollen wir die Rechnung auch dazulegen? Ja, ist schon recht. Wie bitte? Direktion? Buchbinderei Wanninger hier. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass wir die Bücher, die Sie bestellt haben, jetzt fertig haben. Wollen Sie, dass wir sie zu Ihnen hinschicken? Und sollen wir die Rechnung auch dazulegen? Ja, ist schon recht. Hä? Verwaltung? Ja, Buchbinderei Wanninger hier. Hören Sie, ich habe die Bücher fertig gebunden. Soll ich sie jetzt zu Ihnen hinschicken? Und soll ich die Rechnung auch dazulegen? Ah, da muss ich die 1 wählen? Dann bin ich ja mal gespannt. Ja, die Dings ist hier, nein. Die Buchbinderei Wanninger. Wer ist denn dort? Ja, Monsieur, ich habe die Bücher jetzt fertig gebunden. Soll ich sie jetzt zu Ihnen hinschicken? Und soll ich die Rechnung dazulegen?
Den Herrn Direktor fragen? Ja, dann verbinden Sie mich in Gottes Namen. Herr Direktor, Buchbinderei Wanninger hier. Hören Sie, ich habe es den anderen jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich habe die Bücher fertig gebunden. Sie liegen in der Werkstatt. Soll ich sie jetzt zu Ihnen hinschicken und die Rechnung dazulegen? Was ist? Wo soll ich hin? Herrgottssakrament! Abteilung 3? Buchbinderei Wanninger hier. Hören Sie, ich kann nicht mehr. Ich habe die Bücher fertig. Soll ich sie jetzt zu Ihnen hinlegen? Ich war bei der Putzfrau. Ich war bei der Direktion. Soll ich den Direktor auch einpacken und die Rechnung dazulegen? Wie bitte? Büroschluss? Ja, dann entschuldigen Sie. Saubernde Dreckige! Ich möchte mich einen Moment hinsetzen. Geht es dir nicht gut? Doch. Ich möchte nur ein Weilchen hier bleiben. Geh du zurück. Ich soll dich allein lassen. Ja? Das möchte ich nicht. Du bist nicht hier draußen gewesen, seit er ertrunken ist. Wir treffen uns im Haus wieder. Gut. Diese dumme Untersuchung. Warum? Der Untersuchungsrichter wird sagen, dass es ihm leid tut und feststellen, warum er gestorben ist. Warum? Genauso gut könnte man untersuchen, warum jemand geboren ist. Sie haben Angst vor mir. Mich hat der Tod berührt. Ich spüre es, wenn Sie mir Beileid wünschen. Sie schauen mich an, als ob ich ein gefährliches Tier wäre, das Sie streicheln müssen. Es heißt, dass man sehr schnell vergisst, wie sie ausgesehen haben. Aber die Stimme kann man nur schwer vergessen. Was war das Letzte, was er gesagt hat? Ich glaube, es hatte was mit dem Wetter zu tun. Er wusste mehr vom Segeln als ich. Aber beide wussten wir, dass es falsch war, draußen zu sein. Ich sagte, komm, lass uns zurück. Ich fragte immer wieder, wie nah ist das Land? Gibt es Schutz in Landnähe? Er antwortete nicht. Er kämpfte weiter, zog an den Leinen, schöpfte mit einem Eimer Wasser aus. Er wusste, wir hatten einen Fehler gemacht. Es war gefährlich, draußen zu sein. Was sagte er? Nichts. Dann kenterte das Boot. Ich sah die Unterseite aus dem Wasser kommen. Sie sah sehr hässlich aus, war nass und überraschend ruhig in dem ganzen Chaos. Ich schrie, hörte aber nichts mehr von ihm. Er war weg. Wie lange hast du ihn gekannt? 7 Jahre. Wir waren gleich alt.
Wenn ich dabei gewesen wäre, als er starb, wäre es leichter, ihn zu vergessen. Ich sehe ihn vor mir, wie er schweigend mit der See kämpft. Nass bis auf die Haut. Und die tobende See. Aber ich sehe ihn nicht, während er stirbt. Er war sehr schön. Er hatte dunkle Augen. Ich denke an ihn als an ein Feuer. Wieso? Ein Feuer, das nicht ausgeht. Als wir klein waren, machten wir oft Feuer am Strand. Abends. Das Feuer leuchtete in sein Gesicht. Fühlst du dich irgendwie unsicher? Du meinst, ob ich mich schuldig fühle? Ja, wenn jemand stirbt, haben andere manchmal das Gefühl... Nein! Ich war immer glücklich mit ihm. Wir kamen gut miteinander aus. Nichts Kleinliches, nichts Selbstsüchtiges. Nun habe ich nichts mehr, worauf ich mich freuen kann. Ich weiß nicht, was ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wie ich den nächsten Tag verbringen soll. Und den größten Teil meines Lebens habe ich noch vor mir. Aber der einzige Mensch, der mich jetzt verstehen könnte. Ein wenig verstehe ich dich auch. Ja, aber was bedeutet das für mich? Jeder Mensch bedeutet etwas für den anderen. Das stimmt nicht. Natürlich stimmt es nicht. Nein. Noch einmal kurz Luft schnappen, bevor es losgeht. Unten im Keller, wo die Teilnehmerinnen zusammensitzen, da kriegt man keine. Da hat man das Gefühl, man müsste die Ängste der anderen inhalieren. Also bin ich raus. Samt Gitarre. Damit die mir da unten nicht daran herumbasteln, solange ich weg bin. Weiß man ja nicht. Zeigen mir die Seiten an und mitten im Wettbewerb macht's Peng! Nur Frauen sind zugelassen. Aber nicht jede darf mitmachen. Nicht jede darf einfach so am Wettbewerb teilnehmen. Ein Wettbewerb vor dem Wettbewerb entscheidet, wer wettbewerbsberechtigt ist. Bei mir sind kleine Zweifel aufgetaucht. So, mir nichts, dir nichts, sind da Zweifel aufgetaucht. Die Veranstalter haben sich noch eine kleine Bedenkzeit eingeräumt. Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Über meinen Auftritt sollte man sich bitte Gedanken machen. Also bin ich erstmal raus. Ich wollte nicht wieder runter, in den Keller, zu den anderen. Kleine Zweifel. Sowas spricht sich rum. Auf einmal bist du den anderen sympathisch. Alle wollen deinen Namen wissen. Hier draußen gehe ich nicht unter.
Ich hoffe, dass meine Eltern die Kerze nicht zu früh ausblasen. Die denken, mein Auftritt sei bald vorbei. Mit kleinen Zweifeln rechnen die doch nicht. Mama. Auftritt noch nicht vorbei. Kerze noch nicht ausblasen. Bei allem, was ich mache, müssen Sie eine Kerze anzünden. Hoffentlich schicken die mir die Sekretärin nicht hinterher. Ich weiß nicht, wie umgehen mit der. Und sie hat mehr Einfluss auf den Wettbewerb, als man denkt. Eine der Teilnehmerinnen will gehört haben, wie sie gesagt hätte, nichts Preisverdächtiges dabei. Aber Frauen gibt es da unten. Mein Gott! Kleider wie Bühnenbilder, in denen sie selbst agieren. Eine, die trägt ein Kleid, das sieht aus, als hätte man versucht, es ihr mehrmals vom Leib zu reißen, um an ihre Haut zu gelangen. Sie trägt nur noch einen Rest des Kleides. Dafür hat sie eine wahnsinnig rote Haarmasse auf dem Kopf. Ich darf nicht vergessen, meine Gitarre zu stimmen. Denn mit einer verstimmten Gitarre zum Wettbewerb, das wünschen einem nur die anderen Teilnehmerinnen. Mir würde die Ehre zuteil, eine Rede zu halten. Ich werde sprechen, aber über mich, ausschließlich über mich. Liebe ich die Schule? Ja, ich liebe sie sehr. Wie ein Wolfsjunge ist seine Höhle. Und jetzt muss ich meine Höhle verlassen. Die Geborgenheit, die Sicherheit. Und vor mir stehen plötzlich 1000 Wege. 1000! Welchen soll ich gehen? Diese Frage stellte sich mir schon oft. Immer wieder. Ich habe sie immer wieder beiseite geschoben, mich vor ihr versteckt. Jetzt kann ich mich nicht mehr verstecken. Jetzt muss ich gehen. Aber ich kann es nicht, habe es nicht gelernt, weiß nicht wohin. Die Schule hat mich gezwungen, alles, was sie wollte, zu lernen und zu wissen. Nur eins hat sie mich nicht gelehrt: selbstständig zu urteilen. Zu wissen, was ich liebe, was mir gefällt, was ich selber will. Mir hat manches Spaß gemacht, anderes nicht. Und wenn es keinen Spaß machte, dann war es ein bisschen schwieriger. Das heißt, man musste sich mehr anstrengen, um die 1 zu bekommen, die von der Schule gefordert wurde. Und ich habe der Schule gehorcht. Und ich wagte es nicht, irgendetwas wirklich stark zu lieben. Jetzt schaue ich mich um und es kommt mir vor, als liebte ich nichts. Nichts außer Mama, Papa und der Schule. Sie glauben, ich müsste glücklich sein. Mir ist schrecklich zumute. Ganz schrecklich. Mehr habe ich nicht zu sagen.
Scheiße, alles hässlich. Und ich liebe nicht so sehr als das Schöne. Ich bin aus Fezac, im Departement Creuse. Ich hasse die Bösen. Ich liebe nicht so sehr als die Güte. Mein Vater war Hufschmied an der Straßenkreuzung. Er sagte, mein Kopf sei viel härter als sein Amboss. Oft träume ich, er würde mit dem Hammer draufschlagen und die Funken sprühten. Aber wenn ich nicht weniger starrköpfig gewesen wäre, dann hätte ich nicht meine 7 Sachen gepackt und hätte nicht dieses wunderbare Leben gehabt. Zuerst war ich im Gerät und habe doch die Öfen angezündet. Ich hasse den Abend. Ich liebe nicht so sehr wie den Morgen. Dann habe ich bei den Schwestern die Hemden genäht. Ich hasse den Teufel. Ich liebe nicht so sehr wie Gott. Dann kam ich hierher, wo ich Geschirrwäscherin bin und Donnerstagnachmittag frei habe. Ich liebe die Freiheit. Ich hasse nicht so sehr die Sklaverei. Ja, Geschirrwäscherin in Paris zu sein, das sieht nach nichts Besonderem aus. Aber wer hat mehr Bekannte als eine Geschirrwäscherin? Ich mag die Frau nicht allzu sehr. Ich habe nichts lieber als die Männer. Sie wissen es nicht. Niemals habe ich ihm gesagt, dass ich ihn liebe. Ich werde es auch keinem sagen. Nur dem, den ich wirklich liebe. Sie legen mir die Hand auf die Hüfte und glauben, ich sehe es nicht. Sie umarmen mich in den Gängen und glauben, ich wüsste es nicht. Am Donnerstag laden sie mich ein. Sie nehmen mich mit in ihre Wohnung. Sie geben mir zu trinken. Sie legen sich hin und halten mich fest. Sie versuchen alles Mögliche. Aber mein Mund bleibt verschlossen. Lieber würde ich mich töten, als zu sagen, ich liebte sie. Sie ärgern sich und brauchen doch nur ihre Hände von einem wirklichen Mädchen zu lassen. Denn was würde der, auf den ich warte, denken, wenn er wüsste, dass ich denen, die mich vor ihm in den Armen hielten, gesagt habe, ich liebe dich. Gut habe ich daran getan, meinen Kopf durchzusetzen und Geschirrwäscherin zu werden. Aber er wird kommen. Er ist nicht fertig. Ich liebe nicht so sehr wie den Tod. Ich liebe nicht so sehr wie das Leben. Er muss mich heiraten. Er muss. Was?
vernünftig, lieber Gott. Wenn du eine Macht hast, dann mach, dass es ein Abgang ist. So, wo man es sieht. Wir sind ja hier nicht in München, wo es normal ist, ein lediges Kind zu haben. Hier in Augsburg herrschen andere Gesetze. Sag es dir im Guten. Sonst bringe ich mich um. Dann hast du es. Scheiße. Lieber Gott. Einen Arzt brauche ich. Was in der Art. Lieber Gott, mach, dass es ein Abgang ist. Dann glaube ich auch wieder an dich. Das verspreche ich dir. Aber zuerst musst du zeigen, was du kannst. Wir haben in einem Schloss gewohnt. Ja, in einem richtigen Schloss. Fast wie Märchen. Aber ich hasste es. Die Tischsitten. und das leise Sprechen. Die Musikabende. Und die Jagdhörner und die Händeküsse. Ich hasste die Floskeln der Gäste, die Floskeln der Hunde. Ich hasste, dass ich kaum noch atmen konnte. Bis mir eines Tages der rettende Gedanke kam. Der lebensrettende Einfall. An einem der Feste bei vollem Hause, dass ich hinging und sagte, kaltblütig vorgab, ein Kind zu erwarten. Was die derart erschreckte, den ganzen Clan, dass man vergaß, der Sache auf den Grund zu gehen. Ja, es gelang mir, an die Luft zu kommen. Schnell weg in die Stadt. Ein früheres Dienstmädchen nahm ich auf, im Kinderzimmer einer Neubauwohnung, 3 mal 3 Meter groß, wo ich natürlich nicht blieb. Ich trieb mich rum, wie es so schön heißt, sank von Stufe zu Stufe, wechselte schnell von einem zum anderen, von Mann zu Mann, von Subjekt zu Subjekt. Der letzte schließlich, Lotterieeinnehmer, hielt mich aus. Oh, das war das Unterste. Oh. Nein, das Allerunterste war hier, das Büro, das Verächtlichste in den Augen meiner Familie. Hätte ich an einer Maschine gestanden, das wäre das Schlimmste nicht gewesen. Und so strichen sie mich im Adelskalender, radierten mich aus. Und ich gaß sie, so schnell man vergessen kann. Alles gleich den Bach runter. Bis plötzlich, eines Morgens, steht Franz vor der Tür. Franz, der Kleinste, der Bruder. Den hatte ich immer mitgenommen als Kind, wie eine Puppe, immer mit.
steht er mit seinem Köfferchen und ist gekommen. Hatte sein Erbe zu Geld gemacht und steht da und lacht. So lebten wir eine Weile zusammen. Das ging so lange, wie es ging. So lange, wie wir es uns ausgedacht hatten. Es war ja immer so still zu Hause, fast wie im Büro. Wir hatten viel Zeit, uns vieles auszudenken. Als ich dann wieder allein war, ich dachte, es wäre vorbei, das Leben zu Ende. Ich dachte, ich hätte alles erlebt. Und trotz allem hatte ich noch nichts begriffen. Noch immer nichts. Ich wüsste nicht, wann es war, dass ich etwas, ein wenig, einen Schimmer vielleicht, dass ich es ahnte, ging immer alles seinen Gang. Und während es ging und während ich dachte, nichts geht, keinen Schritt, nichts weiter, genau da muss es gewesen sein. Schwer zu erklären für einen normalen Verstand. Aber das eine weiß ich genau. In jeder Klasse, wie viele es auch geben mag, es ist überall, immer, alles möglich. Das ist das Wunder. Verfluchter Graf! Er erdrückt mich mit seinem Geld. Solche Leute brauchen nur ein paar Groschen zu besitzen und schon verschleudern sie aus Eitelkeit und Aufgeblasenheit. Ich kenne diese Leute. Ich weiß, wie es in der Welt zugeht. Sie denken, man gewinne Frauen wie euch mit Geschenken. Geschenke tun dem Magen nicht weh. Wenn ich versuchte, euch mit Geschenken zu verpflichten, ich würde glauben, euch zu kränken. Herr Marquis hat mich noch nie gekränkt. Und ich werde euch solche Kränkungen auch in Zukunft ersparen. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Aber wo immer es in meinen Kräften steht, könnt ihr über mich verfügen. Dann müsste ich wissen, was in den Kräften Ihrer Exzellenz steht. Ich könnte geradezu eine Torheit sagen. Fast möchte ich meine hohe Abstammung verfluchen. Warum, Herr? Manchmal wünsche ich mir, vom Stande des Grafen zu sein. Wegen des Geldes? Ach, was? Geld? Das ist mir kein Pfefferling wert. Aber wenn ich so ein armseliger Graf wie er wäre... Was täten Sie dann? Zum Teufel, ich würde euch heiraten. Was hat der Marquis da gesagt? Er würde mich heiraten. Doch wenn er mich heiraten wollte, da gibt es eine kleine Schwierigkeit. Ich würde ihn nicht wollen. Nicht wollen! Also, wenn ich die alle geheiratet hätte, die gesagt haben, sie wollen mich haben, dann hätte ich zahlreiche Ehemänner. Wie viele machen in diesem Gasthaus Halt? Alle verlieben sich in mich. Alle raspen Süßholz. Und wer weiß, wie viele erbitten sich, mich vom Fleck weg zu heiraten. Aber dieser Ritter, ruppig wie ein Bär, geht der Abbarsch mit mir um. Das erste Mal ist ein Fremder in mein Gasthaus geraten, dem der Umgang mit mir kein Vergnügen bereitet.
sich um Handumdrehen zu verlieben hätte. Aber mich so zu verschmähen. Ein Feind der Frauen ist er. Er kann ihren Anblick nicht ertragen. Armer Tropf. Er hat wohl noch keine gefunden, die es ihm zeigt. Aber er wird sie finden. Und ob er sie finden wird, wer weiß, ob er den nicht schon gefunden hat. Gerade mit solchen legen ich mich gerne an. Die mir nachlaufen, sind überlästig. Der Adelsstand, der ist nichts für mich. Der Reichtum schätze ich und wieder nicht. Mein ganzes Vergnügen besteht darin, mich verwöhnt, umworben und angehimmelt zu sehen. Dies ist meine Schwäche, wie es die Schwäche fast aller Frauen ist. Ans Heiraten denke ich nicht bei dem Traum. Ich brauche niemanden. Ich lebe anständig und genieße meine Freiheit. Ich komme mit allem gut aus. Aber ich verliebe mich niemals in einen. Ich will mich über die vielen Spottbilder von schmachtenden Liebhabern amüsieren. Und jene List anwenden, um jene barbarischen und harten Herzen zu bezwingen, niederzuwerfen und am Boden zu zerstören. Die uns, die wir das Beste sind, was die schöne Mutter Natur hervorgebracht hat, feindlich gesonnen sind. Nicht rein. Ich darf hier nicht privat sein. Chris brüllt herum, weil du nicht ans Handy gehst. Big Brother brüllt immer herum. Nochmal gehst du jede halbe Stunde ran. Wo steckst du denn? Normal. Ich habe mein Handy aufs Autodach gelegt. Ich bin hier, bei der Arbeit. Die ersten Säcke kommen morgens 8:30. Ich versuche seit Stunden an dich zu kommen. Chris brüllt, Mama heul dich. Ich habe mein Handy aufs Autodach gelegt. Sag ich doch. Ist es weg? Natürlich ist es weg. Pech. Das ging heute früh im Supermarkt schon los. Erdbeerjoghurt war aus. Du hast Probleme. Ich mag aber nur Erdbeer. So ging schon los. Mama heult? Sie heult nie. Gibt's was zu heulen oder was? Ich darf ja nichts Privates. Also hau ab, Claudia, bevor der Chef kommt. Was willst du überhaupt? Wir sprechen. Ja, und? Katja, Papa. Wieso bist du nicht an der Uni? Weil hier das dicke Trinkgeld fließt. Die alten Säcke zahlen gut. Mama braucht uns jetzt. Ich kann jetzt nicht. Ich bin im Dienst. Ich trage den Säcken ihr verschwitztes Zeug zum Auto. Ob ich nicht mal Training mit ihm und Zwinker und gib mir seine Karte plus Cash. Katja, du musst nach Hause kommen. Eben deswegen bleibe ich ja hier. Noch ein paar Mal Cash und ich kaufe mir das allerneueste Handy. Tell me, was du willst, Big Sister. Papa ist tot. Papa ist tot. Und Chris brüllt herum. Ich weiß nicht, wo Katja ist. Ich häng mich auf. Hängt euch doch alle auf. Und Mama heult. Von früh bis spät nur Scheiße. Angefangen mit dem Erdbeerjoghurt. Hat er sich. Er hat. Die Polizei war da. Der Amtsarzt schreibt und Mama heult. Und Brüderchen brüllt sich die Seele aus dem Leib. Und du gehst stundenlang nicht dran. Wenn ich das neue Handy hab, dann... Papa ist tot?
Wie schön du brennst. O Lampe, meine Freundin. Noch ist's nicht Nacht. Und doch geht alles Licht, das ringsumher die laute Welt erleuchtet. Von dir aus. Dir, du Sonne meiner Nacht. Hier will ich sitzen. Will da nicht bewahren, dass es der Wind nicht neidisch mir verlöscht. Hier ist es kühl, im Turme schwül und schläfrig. Die dumpfe Luft drückt dort die Augen zu. Das aber soll nicht sein. Es gilt zu wachen. Sie haben mich geplagt den langen Tag. Mit Kommen und mit Gehen. Allein weshalb? Warum? Ich weiß es nicht. Immerhin. Drückt erst nicht mehr die Stirn, erkenne ich's wohl. Und dann... Was ist? Wer kommt? Ich bin allein. Der Wind wird schärfer von der See. So besser denn, treibst du den Holden früher ans Gestade. Die Lampe brennt noch hell, hell auf und frisch. Der liebe, süße wacht. Genau besehen wollte ich erkäme nicht. Ihr Argwohn ist geweckt. Sie lauern, spähen. Wenn sie ihn treffen. Mitleidsvolle Götter. Drum wär's besser wohl, er käme nicht. Allein er wünscht's, flehte, bat. Er will's. Komm immer denn, du guter Jüngling, komm. Ich will dich hüten, wie der jungen Schar die Glucke schützt. Und niemand soll dir nahen, niemand als ich allein. Ich bin doch müd. Wie süß, wie wohl. Komm, Winternacht, kühle mir das Aug, die heißen Wangen. Kommst du doch vom Meer, von ihm, und oh, deine Rauschen und der Blätter lispeln. Wie Worte klingt es mir, von ihm, mir, ihm, von ihm. Leander. Mein armer Rücken. Ich kann es nicht fassen. Ich habe dich vor dem Ersaufen gerettet. Als deine blinden Brüder dran glauben mussten. Also habe ich dir das Leben geschenkt. Also müsstest du mich eigentlich ehren wie eine Mutter und wie ein Vater zugleich. Alles, was du gelernt hast, hast du von mir. Also müsstest du mich eigentlich lieb haben, wie ein Schüler seinen Lehrer lieb hat. Schließlich war ich es, der es übers Herz gebracht hat, mich von dir zu trennen.
um dich Fräulein Silvia zum Geschenk zu machen, damit sie endlich ein günstiges Auge auf meinen Herrn wirft. Das Teuerste, das mir die Welt gelassen hat, wollte ich Fräulein Silvia zum Geschenk machen. Durch dich, du Kotzbrocken, du! Aber du, kaum warst du in der Gegenwart der Prinzessin, die sich übrigens beim Speisen befindet, als du ihr ein Hühnerbein vom Teller klaust. Und wenn man schon mit hervorquellenden Augen ein Hühnerbein ergattert, dann sollte man dabei nicht schmatzen. Aber du, kaum warst du im Zimmer, ließest du einen derartigen Furz von dir, mitten in der gehobenen Gesellschaft. Und natürlich kommt eine Leibwache des Herzogs in den Saal und will mit der Peitsche gegen dich los. Ich falle ihm natürlich in die Arme. Nein, nein, Herr, sag ich. Dieser Hund ist wohlriechend. Ich war es, der diesen Duft in die Freiheit gesetzt hat. Und prompt nimmt er seine Peitsche und treibt mich aus dem Saal. Ich frage dich, wo findet man das ein zweites Mal auf der Welt? Dass jemand freiwillig eine Schuld auf sich nimmt. Die Obrigkeit sich selbst auf den Hals zieht, obwohl der andere der Stinker ist. Das, mein Freund, das wirst du in 1000 Jahren vergebens finden. Ich komme überall zurecht. Keine Panik. Wenn mir irgendwas nicht passt, dann gebe ich es auf und fange etwas Neues an. Zum Beispiel gebe ich eine Annonce auf. Krankenschwester sucht Arbeit. Und dann sehe ich mal, was kommt. Irgendwas kommt immer. So jemand wie ich bin ja eigentlich gesucht. Bin sogar ein Gewinn für jeden. Naja, nicht für jeden, aber für einen Morbus Bechterew war ich's. Wie wäre denn der nach Neuseeland gekommen ohne mich? Oh, und meine 12 Irren, die haben mich alleine mit 12 Irren losgeschickt. Da war ich noch gar nicht fertig, noch in der Ausbildung. Die sollten mal ins Freie, in der Eisdiele. Für jeden habe ich Geld mitgekriegt. Sie schaffen das schon. Sie sind ja energisch. Und bloß bei dem einen, da müssen Sie aufpassen. Der probiert immer wieder. Was probiert er denn? Habe ich gefragt. Ach, so blöd war ich. Der hatte die Handgelenke schon voller Narben und alles schon versucht. Ja, und als der nicht vom Klo wieder kam, da bin ich rein ins Herrenklo und liege flach auf dem Boden und gucke unter der Kabinentür hindurch, ob ich seine Füße sehe, ob sie auf den Fliesen stehen oder ob sie baumeln. Und ich auf alle gleichzeitig aufpassen. Oh, so ein Stress. Könnte ich nie, sagen manche. Meine Oma auch. Krankenschwester, das wäre nichts für mich. Immer dieser Gestank und Elend. Aber du bist ja gefühlsarm, da fällt dir das nicht so schwer. Sagt sie zu mir. Ja, ich werde nicht gleich ohnmächtig. Das ist mein Pluspunkt.
sehe mich noch auf der Pyramide stehen. Keine ägyptische, das war in Mexiko. Den alten Mr. Bloom hatte ich darauf geschleppt, weil seine Frau das wollte. Sie immer schön mit der Gruppe voraus, steinhoch in der Gluthitze. Sie war 35 Jahre jünger als er. Er war praktisch schon eine Leiche. Schwere Koronarinsuffizienz. Aber sie sagte immer, Georgie will da unbedingt rauf. Das ist sein Lebenstraum. Dabei konnte er gar nichts mehr sagen. Japste nur und guckte mich immer so an. Und sie sagte ständig, Georgie, Darling. Und dabei war es ja so, sie wollte ihn umbringen. Die hat die ganze Reise doch nur deswegen mit ihm gemacht. Und ich musste ihn immer an- und ausziehen. Lauter bunte Sachen. Buntes Hemd, bunte Socken, bunte Mütze. Alles ganz bunt, wie für einen Kinderspielplatz. Das ist ja auch gelungen, wie gewünscht. Wir sind halb oben, da kollabiert er mir. So ein Biest von Ehefrau. Aber naja, mir konnte es recht sein. Runter hätte ich ihn eh nicht mehr gebracht. Knallbunt und eine Leiche, ehrlich. Und ich? Nichts wie weg. Bin ja ein freier Mensch. Ich komme immer durch. Hat es Ihnen denn die Sprache ganz verschlagen, dass ich hier Ihre Rolle spielen muss? Sie hören sich den hirnverrückten Redefluss Ihres Vaters geduldig an und haben nichts zu sagen. Geben Sie ihm zu verstehen, dass sein Herz frei wird, dass Sie für sich und nicht für ihn heiraten. Und wenn er den Herrn Tartüff so reizend findet, er ihn ja ungehindert selbst heiraten kann. Jetzt aber ruhig Blut vor allen Dingen. Valère ist schließlich doch ihr Bräutigam. Es fragt sich also, lieben Sie ihn oder nicht? Ja, und er liebt sie doch gleichfalls. Und beide brennen sie nur darauf, sich Mann und Frau zu nennen. Wie stehen Sie dann, frage ich Sie, zu Ihres Vaters neuem Heiratsplan? Ha! An diesen Ausweg habe ich ja noch gar nicht gedacht. Dieses höchst propate Mitzel finde ich famos. Man stirbt ein bisschen und ist alle Sorgen los. Weiß Gott, vor Wut zerspringen kann ich bei dem Geschwätz. Aha. Jetzt erkenne ich erst ihr wirkliches Gefühl. Sie lieben den Tartüff. Was widersprach ich nur mit solcher Leidenschaft? Der Herr Tartüff, das ist kein Mensch, von dem man nicht recht weiß, woher. Nein, der ist überall beliebt und hochgeachtet. Und seine Frau zu werden, ist kein kleines Glück. Was werden sie sich zärtlich zeigen? Dieser hübsche Mann ist ganz ihr eigen. Nein, ein braves Kind muss folgsam sich bescheiden und gebt der Vater ihr einen Affen zum Mann. Sie haben's so gewollt, drum wird's so geschehen. Hilft alles nichts. Sie werden Frau Tartüff.
erst bei der Gräfin Olivia. Soeben, Herr. Und weiter bin ich so beim Schlendern nicht gekommen. Sie schickt euch diesen Ring zurück, Herr. Ihr hättet mir die Mühe sparen und ihn selbst mitnehmen können. Außerdem lässt sie euch sagen, ihr sollt eurem Herrn nun ja ganz klar machen, dass sie nichts von ihm wissen will. Und noch eins, dass ihr euch nie wieder in seinen Angelegenheiten hertrauen sollt, außer zu berichten, wie euer Herr es aufgenommen hat. Hier, nehmt ihn. Sie nahm den Ring von mir. Ich will nicht. Hört her! Ihr habt ihn mir unmanierlich hingeworfen. Und ihr Wille ist, dass er euch gerade so zurückgegeben wird. Wenn er lohnt, sich danach zu bücken, so liegt er da, vor euren Augen. Wenn nicht, so soll ihn haben, wer ihn findet. Ich gab ihr keinen Ring. Was will die Dame? Wenn nur nicht meine Rolle sie verzaubert hat. Sie prüfte mich mit Blicken, so genau, dass ihre Augen ihr die Zunge lähmte. Denn sie war ganz verwirrt und sie hat gestottert. Sie liebt mich. Ja. Ja. Die List der Leidenschaft lädt mich durch diese unverschämte Botin ein. Den Ring von meinem Herrn. Er schickte keinen. Ich bin der Mann. Wenn es so ist, wie es ist, die Ernste. Sie liebte besser einen Traum. Verstellung. Du bist eine böse Falle, mit der der Teufel schon so viele gefangen hat. Wie soll das gehen? Mein Herr liebt sie von Herzen. Und sie, getäuscht, sie scheint vernacht in mich. Und ich armes Monstrum, liebe ihn. Was soll denn daraus werden? Bleib ich Mann, so steht's hoffnungslos um meine und meines Herrn Liebe. Und bin ich Frau? Was ist das für ein Tag? Und bin ich Frau? Wie sinnlos wird Olivia seufzen müssen. Oh, Zeit. Das alles musst du selbst entwirren, nicht ich. Den Knoten lösen ist zu schwer für mich. Alle mal herkommen! Durchhaltevermögen! Darauf kommt es an. Aber ihr seid ja schon bereits müde, wenn ihr morgens nur aufsteht. Eigentlich müsstet ihr alle in der Amateurliga landen. Bei den Absteigern. Und das nennt man dann hier eine Spitzenmannschaft. Ich frage mich jeden Tag, warum ich eigentlich noch hier bin. In diesem scheiß Land voller Schmeißfliegen und Maulesel. Bei dieser Bande von Lahmhirschen. Du da! Zieh Leine. Ich will dich hier nicht mehr wiedersehen. Keuch dir verdammt nochmal rum wie ein altes Ross. Leim schnüffeln. Saufen. Weibern nachsteigen.
Kein Problem. Aber ein bisschen trainieren, das ist ihm wohl zu viel. Dort auf der Tribüne, dort kannst du sitzen. Da wirst du auch nicht müde. Aber verschwinde von diesem Trainingsgelände. Na los, hau ab! Und dann das taktische Vermögen. Taktik. Davon habt ihr ja noch nie was gehört. Ihr rennt hier rum wie Kühe auf einer Weide, die einen Ball verfolgen. Und dann das Gejaule, wenn mal zufälligerweise ein Tor fällt. Als wäre es nicht eure Aufgabe, Tore zu schießen. Als Profifußballer. Und du? Laufen kannst du. Aber leider bist du noch dümmer, als es die Polizei erlaubt. Na los! Verschwinde! Ich bin überall auf der Welt gefragt. Jeder Verein will mich. Ich brauche nur mit den Fingern zu schnipsen und die Sache ist geritzt. Und ich bekäme erheblich mehr Geld. Das könnt ihr mir glauben. Wo ich nur schon am Abrechnen bin. Es wird Zeit, dass ihr alle verschwindet. Alle. Na los! Ihr Luschen. Verschwindet! Tschüss. Ich habe dir gesagt, du sollst mich nicht belästigen. Ich sag dir nicht, wo ich bin. Du hast recht gehört? Belästigen? Du solltest um die Bedeutung dieses Wortes wissen. So als Mann? Sexistisch? Ich? Oh, ich sexistisch? Du, ich bin Feministin. Von Sexismus, da lasse ich mir nichts erzählen. Ich sage dir nicht, wo ich bin. Koffer auf, Klamotten rein, Klappe zu und Abflug. So einfach kann das sein. So einfach ist das. Weil ich einmal, ein einziges Mal einatmen wollte, ohne das Ausatmen zu verpassen. Ist das so schwer zu begreifen? So schwer! Weil ich zur Möwe geworden bin nach der Ölpest. Weil du klebst an mir, in meinen Augen brennst, mir die Kehle zuschnürst. Weil ich nicht ständig, stets und ständig, immer und immer wieder auf Empfang sein kann, ohne zu empfangen. Kapierst du das? Ob du das kapierst? Weißt du, warum das Meer so schön ist? Weil unter dieser glitzernden, unendlichen atmenden Oberfläche eine dunkle Tiefe liegt. Die ist mir glatt davon gesickert. Du hast den Stöpsel rausgezogen
und ich bin abgeflossen. Salzwasser, reine Tränenflüssigkeit. 5 Jahre, 5 lausige Jahre. Ich beende jetzt das Gespräch. Die Fremden. Jawohl, die Fremden. Aus was bestehen die Fremden? Hä? Aus Fremd und aus Dünn. Und was ist ein Fremder? Fleisch, Gemüse, Obst, Mehlspeisen und so weiter. Nein, nicht was er ist, wollen Sie wissen, sondern wie er ist. Ja. Ein Fremder ist nicht immer ein Fremder. Wieso? Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Ja. Und warum fühlt sich ein Fremder nur in der Fremde fremd? Weil ein Fremder, der sich fremd fühlt, ein Fremder ist. Und zwar so lange, bis er sich nicht mehr fremd fühlt, denn dann ist er kein Fremder mehr. Wenn aber ein Fremder schon lange in der Fremde ist, bleibt er dann immer ein Fremder? Hä? Nein, das ist nur so lange ein Fremder, bis er alles kennt und gesehen hat, denn dann ist ihm nichts mehr fremd. Was sind aber Fremde unter Fremden? Fremde unter Fremden sind, wenn Fremde über eine Brücke fahren und unter der Brücke fährt ein Eisenbahnzug mit Fremden durch, so sind die durchfahrenden Fremden Fremde unter Fremden. Dem Einheimischen sind eigentlich die fremdesten Fremden nicht fremd. Warum? Der Einheimische kennt zwar den Fremden nicht, erkennt aber am ersten Blick, dass es sich um einen Fremden handelt. Jawohl. Wenn ein Fremder einen Bekannten hat, so kann ihm dieser Bekannte zuerst fremd gewesen sein. Aber durch das gegenseitige Bekanntwerden sind sich die beiden nicht mehr fremd. Was schließen wir daraus? Hä? Das Gegenteil von fremd wäre also unfremd.
gesehen. Und was Sie in den folgenden 10 Minuten sehen werden... Das ist jetzt eine Retrospektive von den 19 letzten Halbzeitjahren. Und zwar in Super Speed Tempo mit 7 Minuten und 30 Sekunden. Genau, los geht's. Okay. Wer ich bin? Wer soll ich denn sein, du Küken? Wenn du in St. Pauli von den Landungsbrücken ins Wasser springst. Ja! Die Elbe. Da reißt du deine Kinderaugen groß auf, was? Der kleine Mönch von Bertolt Brecht. Ich werde das spielen inklusive der Notizen, die Michael mir gegeben hat und inklusive meiner Notizen. Los geht's. Herr Galilei. Ein langer Mantel. Notiz 1 von Michel. Den habe ich jetzt vergessen. Langer Mantel. Und mit mehr Intonation. Danke. Herr Galilei. Seit 3... Oh! 6 Uhr und der Herr ist noch nicht zu Hause. Gott gebe, dass ihm nichts zugestoßen ist, als er den Hudson River überquerte. Es ist Mitte August. Wer war es denn, der eine Ich bin die Möwe. Guten Tag, mein Name ist Mila Trausch. Ich spiele heute eine Szene aus Schuberts Don Carlos, Prinzessin. Ich soll das spielen, als hätte ich was getrunken. Wer war es denn, der eine Als ich noch ein Seepferdchen war. Ma, Herr Richter, 10 Hauer werdet gewirrscht sind an der Nöcht. Aber warum ist die Nöcht am Jänner? Wie mehr, 4 Stunden Hauptzug. Ihr seid an eurem Platz, Lady Maria. Rede nur, wenn du die Notwendigkeit hast. Ich bin... Papp, da los mich! Die verrückt mich gern. Ich bin ein bisschen bei Fenster, ein bisschen mit dem Schwätzen. Alle, ich habe nicht gesehen, ich wollte besteuern, das muss da wissen. Das ist ein kräftiges Mädchen, ich habe bei der Rekord gesehen, wo alles Mädchen hat wie ein Ent. Und du so eine Schwälzte, und hat sie die ja. Gib Acht. Ich will es dir anvertrauen, mein Geheimnis. Du darfst es niemandem sagen, auch ich habe Angst vor allem. Ja? Ja, okay. Ich bin die Möwe. Niemand kennt die Geheimnis meines Busens. Prinz, hören Sie! Prinz, noch ein Wort! War das jetzt so besser? Als ich heute Morgen aufstand und mich
Wurde mir klar, der Mensch muss arbeiten. Wer war es denn, der eine tief gebeugte... War jetzt zu viel, ne? Tretet näher, dass wir sachte reden. Noch zu viel, ne? Psst, die alte Dame, ja, sie ist schwerhörig. Also, wenn dein Truck mal am Berg durch eine Leitplanke rast und du verkrüppelt im Rollstuhl sitzt, mach dir keine Sorgen. Es wird alles beim Alten bleiben. Psst, sie ist schwerhörig, bis man anfängt zu flüstern. Dann hört sie alles. Tiere und Pflanzen und Spinnen und Michel Klees und Michel Klees und Michel Klees und Michel Klees und... Als ich heute Morgen aufstand, mich wusch, wurde mir eines bewusst in dieser Welt. Der Mensch muss arbeiten, Michel. Der Mensch muss arbeiten, im Schweiße seines Angesichts. Mitten im Leben sind wir, mitten im Tod. Und wenn ich an einen Beruf denke, nie gesprochen. Dann habe ich keine Angst mehr vor dem Leben. Besser ist es, ein Esel zu sein, als so eine Dame auf Kreta, die sich einen Kaffee aussucht. Für euch Menschen sitzt Michel auf dem Throne, ja, auf dem Haupt und die Krone, doch euch bleibt... Ja, sie verachtet mich! Oh. Herr Galilei, seit 3 Nächten kann ich keinen Schlaf mehr finden. Da verlor ich normalerweise den Text nach dem ersten Satz. Aber jetzt geht's weiter. Das ist meine Chance. Go for it. Ich wusste nicht, wie ich das Dekret, das ich gelesen habe, und die Trabanten des Jupiter, die ich gesehen habe, in Einklang bringen sollte. Wieder Textloch normalerweise. Ich beschloss, heute früh die Messe zu lesen und zu ihnen zu gehen. Ich tue einfach so, als hätte ich keine Angst. Ja, das ist das ganze Geheimnis, Charles. Ja, du tust einfach so, du musst einfach mal probieren. Ja, also du sagst dir, gut, ich habe Angst, gut, das haben wir ja alle, aber du tust einfach so. Lass dir das von einer alten Frau sagen. Lass dich treten. Tritt wieder. Wenn du den Kanal voll hast, hier, bis oben, wenn du lahm gestrampelt bist und dein Herz. Wer war es denn, der eine tiefgebeugte mir angekündigt? Eine Stanze finde ich vom Unglück keineswegs geschmeidig. Ihr seid an eurem Platz, Lady Maria. Und Umbau! Umbau! Tschüss! Jetzt noch Musik.
Too much. Das ist zu viel. Ich bin lieber fertig. Ja. Das ganz schwer, das ist ein emotionaler Schluss, die richtig schwer zu machen. Das war aber wichtig zu probieren zu finden. Michael, bist du gesagt, du gehst auf Pension? Das ist surreal. Ich meine, für dich auch nach. Ich meine, wenn man die Geschichte vom Konservatoire so guckt, dabei guckt, von den die Leute, die ja, von der Zeit vorbeikommen sind, und dabei immer gefüllt und dabei ausgemacht und da warst du eine von den Kolleginnen, wo sie schnell keine Wäsche können. Und dann so möchte, dann nur eine Reihe, niemand am Kopf, eine Reihe Gesichter am Kopf, die den Konservatoire ausmachen, die große Familie vom Konservatoire ausmachen. Und das ist ganz schwer, da loszulassen. Ich meine, für dich, wie auch für alle gut, dass der Lauf der Zeit, wie so schön geht, dass du gesagt, mit einem tränenden Arm, mit einem frohen Arm, mit einem tränenden also, das ist ein Moment, meine steht aber auch Fried bedeutet, wenn ihr zurückguckt, was alles auf der Bühne steht, wenn ihr guckt, wie viel kann man, was von der Welt gesagt wird. Ich habe was Kammer gesagt, weil du hast dich für Kammer angesagt. Du hast nicht nur sie probiert weiter, wenn es probiert hat, Gebäude weiterzubringen. Die im Album stehen, die wären nicht da, wenn du nicht mit einer Kollegin für gekämpft hast.
die Schauspielsektion wäre nicht so doof, was du nicht für sich angesagt hast. Es war nie eine Stunde zu frei, nie eine zu spät. Es war nie ein Gegner, wenn es probiert es zu bekämpfen, groß oder mächtig genug für den Beruf. Aber das hat sich ausgemacht. Das ist authentisch, das ist lebt, das ist Leidenschaft, das ist Michel. Du hast Halbzeit so genannt, weil du sich Halbzeit vom Jahr hast, und dann geht der 10 nur hin. Du weißt, was das schwätzt. Halbzeit, ich meine, das ist gut Stichwort auch für den Abend. Eine Halbzeit als River, wie eine zweite Halbzeit könnt. Und dann geht eine kleine Pause, dann geht raus, und dann geht die zweite Halbzeit um. Wir wünschen da von allem Herzen, dass du so viel Erfüllung, so viel lebt, so viel Engagement kannst weiterhin in der zweiten Halbzeit. Ich denke, dann hat es ungefähr, dass wir 130 Jahre haben werden. Die wünschen wir da. Und man hat ganz viel Frieden, ganz viel Erfüllung. Und wir sind da merci. Am Namen vom Konservatoire, am Namen von Gitfried Hayas, am Namen von den Direktionen, für all das, was du für die Familie vom Konservatoire gemacht hast, das nicht aus dem Augen, aus dem Sinn. Auch wenn du, heißt du noch Kreta, was wir verlangen, dass an der großen Familie, dass der freundschaftlich stattfindet, was du so viel investiert hast, dass am nächsten Jahr noch als Gefühl nach Bande bleibt, aber mit dir zusammen als Freund vom Konservatoire und als das, was du gemacht hast. Dem muss merci für all die schönen Jahre. Pot.